auf Deutsch, zum Teil auf Englisch, und sie fand sie alle bei dem Internet sitzt. E wichtige Bestandteil davon ist aber auch Anfang Dokumentation von Bonpratik, die jetzt zuletzt beschritt. Das heißt, da gehen am Anfang eine ganze Reihe von Projekten, die zuletzt beschlafen, auf Englisch abberät, für sie am Anfang einem englischsprachigen internationalen Publikum zur Verfügung zu stellen, weil eben oft gesagt, dass am europäischen Kontext oder auch darüber hinaus natürlich Lützeburg ein bisschen ignoriert wird, was die ganze Thematik von der Stadtentwicklung belangt. Das Jahr, wie gesagt, beschäftigen wir uns mit dem Thema von der Klimawandelanpassung. Als von den Wollen, die wir da enkadrieren, als ein Online-Kolloq, den über die nächsten Wochen mit 4 Events aufhängt, das dann einerseits haut eine Introduktion zum Thema vom Klimawandel zu Lützeburg vom Andrew Ferrone. Dann den 6. Oktober den Thema vom Wasser an Seite vom Klimawandel, wo man den Luc Zwang von der Administration de la Gestion de l'eau schon zugesucht an eng quasi zo so wir auch schon vom Büro Förderdämmer, die sich in anderem Renaturierung von der Petrus kümmern und noch ein ganz Reihe von anderen Projekten zu Lützeburg noch natürlich an Deutschland oder darüber heraus umgesetzt haben. Den 20. Oktober werdet dann den Umgang mit der Hitze am Siedlungsbereich gehen, das heißt Hitzeinseln respektive die Überhitzung vom bebauten Raum. Und da haben wir schon so von einem Referent von der Stadt Wien, den hast du praktisch Projekte dazu vorstellen. Und wir haben danach sind wir nach Verhandlungen mit einem Referent von der ETH Zürich, respektive dann eventuell eine Alternative, je nachdem, wie das ausgeht. Und dann die letzte Reunion von dieser ersten Staffel ist dann den 17. November, wo am Anfang so darum gehen, die klimafreundliche Entwicklung von Stadtquartieren. Und da wollte man eine Etude aus Deutschland präsentieren und eine Etude aus Frankreich. Und da haben wir aber bislang noch kein definitiv so. Da werden wir dann bei den normalen, bei dem Internet sieht, bei dem Facebook sieht, respektive von dabei ist angemeldet sieht, auch per E-Mail dann nach drüber informieren. Hat das am Anfang geplant, dass wir am Laufe der Zeit nach weiteren Reunionen dann vielleicht noch im Dezember oder so auch nächstes Jahr anbieten, je nachdem, welche Themen sich auch am Austausch am Niveau von der SIPU agieren. Darüber hinaus werden eine ganze Reihe von normalen Aktivitäten gehen, Atelier, Konferenzen, und auch da werden da regelmäßig darüber informiert gehen. All die Vorträge sind um 16 Uhr via Zoom, das heißt, derselbe Weg wie der Reiselo von tut, fand der Reis dann auf den Datumen auch. Und ihr könnt das gerne Mail machen auf info@sipo.lu, wenn wir eine E-Mail-Adresse sollen an unsere Verdeler abholen. Dann kriegt ihr eben sicher vielleicht mehr sicher Bescheid gesagt, dass das nachher stattfindet. Voilà, ich soll danke darauf hinweisen, dass dass die ganze Reunion hier auch abgeholt wird. Und sie geht dann auch über das Internet sieht publiziert. Das heißt, wenn die oder eine Kollegin sieht, dann wird nur gucken, dass das kein Problem. All andere Informationen als Publikationen von der sipo.lu an. Wir hoffen, dass wir bis zu der nächsten Reunion auch als neuen Internetseite für den Online haben, wo wir einen englischsprachigen Blog zum Thema von der Stadtentwicklung zu Lützeburg am Gang sind, auf wen zu stellen. Voilà, ich gebe herzlich invitieren, melde dich bei uns, wenn der will bei einen Verdeler kommen oder guck dich als Publikationen an. Voilà, ich wünsche Lo einen interessanten Kolloq an Gift dem Sebastian Hans wird übergehen für den Rest vom Nachmittag. Vielen Dank, Lex. Ich sehe gerade, es sind noch ein paar Leute hinzugekommen. Ich freue mich heute sehr, Dr. Andrew Ferrone, der Chef des Service de la Météorologie Chef des Service de la Météorologie ist im Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural begrüßen zu dürfen. Als Klimawissenschaftler haben Sie im Endeffekt wirklich einen Überblick darüber, was sind auf der einen Seite die Grundlagen, die Politiker für die Entscheidungen treffen, und auf der anderen Seite, was erwarten uns für Klimawandeländerungen in Luxemburg. Und darüber wird Herr Dr. Ferrone Vortrag halten. Vielleicht kurz vorab, wenn es Fragen gibt während der Präsentation, würde ich bitten, die in die Chat-Funktion unten rechts zu schreiben. Und wenn es später, können wir auch gerne gemeinsam diskutieren, und dafür müssten Sie nur unten links nach der Präsentation das Mikrofon anschalten. Gut, dann würde ich Ihnen, Herr Dr. Andrew Ferrone, das Wort erteilen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, der kann die Präsentation auch gesehen.
Das klappt, okay. Ja, vielmals merci für die Invitation. Heute mitten das wirklich flott, dass wir können das Reihe so starten an das wirklich guten Anstieg. Ich habe meine Präsentation so abgedeelt, dass ich auch den Klimawandel hier zu Lützeburg werde angehen, allerdings erst an einem zweiten Teil von der Präsentation, am nächsten Teil von der Präsentation werde ich ganz kurz auf die drei Berichte vom IPCC, die letztes Jahr präsentiert gesehen, angehen. Das ist auch ein bisschen am Hintergrund halt zu summen, wie der Sebastian gerade gesagt hat, sind der Chef vom Service Meteo von der AStA, Agrimeteo. Ich vertrete Lützeburg auch beim Klimarat und zusammen mit dem Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable. Und da hat den IPCC letztes Jahr 3 Sonderberichte publiziert. Zur globalen Erwärmung von 1,5 Grad. Erinnert euch wahrscheinlich, dass auf Pariser Accord schon dran steht, dass wir sollen probieren, soweit wie möglich Temperaturen unter 2 Grad, aber möglich auf 1,5 Grad zu limitieren. Und da war es vorgekommen, wie groß sind die Unterschiede bei den Impakten zwischen 1,5 und 2 Grad. An den Bericht probiert darüber eine Antwort zu geben, an wie kann ihn überhaupt 1,5 Grad erreichen, aber ja, wie. Da war auch noch ein Bericht zum Klimawandel an den Landsystemen, also alles, was auf der Landoberfläche zu dienen hat, den ist am August 2019 publiziert ging. Und danach ein Spezialrapport zu den Ozeanen an der Kryosphäre, den im September 2019 publiziert ging. Kryosphäre ist alles, was man Eis auf der Erdoberfläche zu dienen, also Gletscheren, Eisscholden und so weiter. In dem Kontext will ich just darauf hinweisen, dass eure Spezialbericht zu den Cities ugefroren, also Diskussionen war so mal, wie man es festgelegt tun. Wenn man die 3 Berichte hier schon hatten, diesen Zyklus war einfach den Druck auf Wissenschaftler einfach schon zu groß mit 3 Spezialrapporten, sodass man nicht eine 4. konnte machen. Das aber festgehalten ging, dass den am nächsten Zyklus Wert publiziert ging, also nur großer Rapport, den wahrscheinlich nächstes Jahr an das Jahr drauf wird publiziert. Ich meine, da kriegt man natürlich auch einen Retard mit Covid, das ist inevitabel. Und dann am nächsten Zyklus wird dann noch ein Spezialrapport zu den Städten, also zu den Cities, publiziert gehen. Was dann in dem Kontext vielleicht auch einen ganz interessanten Input kann sein. Was also an den 3 Spezialberichten dann festgehalten ging, also vielleicht mal, wo sind wir drin, sozusagen, habe gesagt, die Grafik mit den jährlichen Temperaturen, die ja groß durchgezeichnet sind, und noch Moyenne, wo dann eben den Anstieg von den Temperaturen seit 1960 gesagt. An den IPCC hat festgehalten, dass also an dem Moment, wo den Rapport publiziert ging, aus 2018, die Erwärmung bei 1 Grad über der 4 industrieller Temperatur liegt. Da ist auch ganz klar festgehalten ging, dass eine Häufigkeit von Intensität an von verschiedenen Klimaextremen zugeholt haben, dazu gehören in anderem Hitzeextreme, aber auch Niederschlagsextreme, die natürlich auch an der Stiert eine große Rolle spielen. Und dann für die Städte, die mir liegen, das ist vielleicht nicht direkt halt Lützeburg der Fall, aber global gesehen ist das auch ein ganz großes Thema, als natürlich der Meeresspiegel den Zoll hält, das ist auch schon lange festgehalten ging. Aber das ist da auch klar rauskommt, dass eine Acceleration von der Zunahme vom Meeresspiegel stattfindet, anders auch dadurch, dass den CO2 an der Atmosphäre entblut geht, eben auch die Versauerung von den Ozeanen weitergeht. Wenn man auf die Grafik zurückkommen, gesagt ihr noch, wenn man logisch die aktuelle Tendenz von den Temperaturen einfach linear weiterführen, da gibt man im Jahr 2040, das ist ein Spannbrett, ein Unsicherheit davon,
ungefähr 10 Jahre rund 2040 die den Bereich von 1,5 Grad überschreiten. Also das heißt, dass wir an rund 15 Jahre, 10-15 Jahre effektiv der Fall, falls keine Mesuren angelegt gehen, für die globalen Treibhausgase hochzusetzen. Das ist auch gewisse Genheit durch die verschiedenen Gro- und MOV-Projektionen in Zukunft. Das ist effektiv mit ganz drastischen Mesuren möglich ist, nach 1,5 Grad zu limitieren. An dem Fall gibt man natürlich am Jahr 2040 oder 2045 die 1,5 Grad nicht überschreiten. Dann ein anderen großer Punkt vom Rapport war natürlich, wie sieht es aus, sind da wirklich Unterschiede zwischen 1,5 Grad und 2 Grad festzustellen. Die Antwort vom IPCC auf diesem Fall war relativ klar, denn für das Jahr. Da seid ihr noch ziemlich gut high an der Grafik, wo ihn ob der Achse an der Uhr, die Temperatur gesagt, also 0 Grad als Präindustrielltemperatur, Grad als die aktuelle Temperatur, dort auch groß durchgestellte Temperaturen an der Moyenne zwischen 2006 und 2015, waren wir an dem Bereich, und dann aus den 1,5 Grad und 2 Grad eben durchgestellt, waren wir also auf die Temperaturziele sozusagen fixiert wird. Und da seid ihr in verschiedenen Systemen, die hier durchgestaltet sind, wie zum Beispiel Warmwasser, Korallen, Mangroven, Tourismus, hitzebedingte Erkrankungen an Stierfleischkeit, auch verschiedene Regionen wie Arktis, Ernteerträge sind halt durchgestaltet. Was weiß das bedeutet, dass kein Impact vom Klimawandel kann festgestellt gehen. Gier hecht, dass zumindest lokal Klimaimpakte kann festgestellt gehen. Rot hecht, dass global können festgestellt gehen oder aufwärts gehen. Am MOV hecht, dass global auf einer extremer Intensität stattfinden. Also du seid den bei ganz vielen Bereichen, wie zum Beispiel Ernteerträge, wo effektiv kein zwischen 1,5 Grad und 2 Grad von den Gieren an den roten Bereich wirseln. Flusshochwasser, also auch halt Lützeburg vielleicht ein Thema auch mehr an der Stiert, wo effektiv in auch Gift zwischen 1,5 Grad und 2 Grad eben von dem lokalen Bereich und dem globalen Bereich wirseln von den Impakten. Also gesagt, du definitiv einen Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad. Und das ist auch so, was noch nicht durchgestaltet ist, als das verschiedene sogenannte Kipppunkte zwischen 1,5 Grad und 2 Grad könnten ausgelöst gehen. Du gehört zum Beispiel auch der Kipppunkt von den Eisschilder, also der Eisschilder aus Grönland an der Antarktis, der Tisch, das ist ein Kipppunkt, den innerhalb von 100 bis 1000 Jahren nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auch wenn Temperaturen noch unter 1,5 Grad oder sogar unter 1 Grad zurückfallen, gehen die Prozesse weiter, die sind dann nicht mehr rückgängig zu machen. Und das gibt dann zum Beispiel, wenn den Grönland-Eisschied ganz aufschmelzen zu einem Meeresanstieg von 7 Grad, zu 7 Meter Meeresanstieg feiern. Mais aber auch Landökosysteme und Ressourcen und auch die Ernährungssicherheit sind klar auffällig für den Klimawandel, wie aus diesen Bären raus kann. Speziell davor von den Ozeanen der Kryosphäre auch festgehalten sind, dass für allem die Deler ganz sensitiv auf den Klimawandel sind. Arktis hat es schon angesprochen, Korallenriffe, Inseln und Inselstaaten sind natürlich da große Deler. Aber auch der Permafrost zum Beispiel, das ist etwas, das ja ein bisschen an den Medien hören hört, wo Sibirien da effektiv relativ große Emissionen und Treibhausgasen, CO2 und Methan stattfinden, weil der Permafrost da angefangen hat, aufzuschmelzen. Schön schon für kurz ugedeiht, was können wir machen für auf 1,5 Grad zu limitieren. Für dich mal als Antwort vom IPCC
dass es nach möglich also 1,5 Grad zu limitieren. Es braucht aber die entsprechenden globalen Mesuren an noch natürlich den politischen Wöllenhahnen run welchen den IPCC nicht kann feststellen, kann just die den wissenschaftlichen Deal feststellen an 4 eben der 1,5 Grad zu limitieren müssen der globalen CO2-Ausstoß bis 2030 45% par rapport zu 2010 aufgesagt gehen an der Mist 2050 der sogenannte Netto Null erreichen. Netto Null hecht net, dass es dann kein Ausstoß von CO2 mehr gehen, wie das den Ausstoß von CO2 an anderen Treibhausgasen den inevitabel ist, zum Beispiel an der Landwirtschaft als Beispiel, wo hauptsächlich Methan im Ausstoß geht, da eben der natürliche Verdauungsprozess von den Tieren ist. Mehr waren ein anderes Beispiel als Zementproduktion, wo eben beim Prozess von der Produktion von Zement unweigerlich CO2 ausgestoßen wird. Und die müssen dann eben durch Senken von CO2 kompensiert gehen. Das seht ihr noch auf der Grafik mit den globalen Netto-CO2-Emissionen, wo effektiv gesagt dass ein global Netto CO2-Senk sogar in den meisten Szenarien vorhanden ist. Das heißt, dass man wirklich muss einen Teil von CO2 aus der Atmosphäre herausziehen. Seid ihr noch, dass natürlich als Rapport zu der Landoberfläche kommt heraus, dass die Landoberfläche eine ganz wichtige Rolle spielt, für allem eben für die Senkung von CO2 durchzustellen, notamment die Forst- und Landwirtschaft haben eine ganz wichtige Rolle zu spielen, weil das die zwei einzigen Sektoren sind, die auf natürliche Art und Weise können den CO2 aus der Atmosphäre ausziehen. Das lo fir zenke natürlich muss aber auch die Emissionen setzen an do sind noch stiert gefordert. Ich meine die Serie schwätzt auch am letzten Kolloq an do hat den IPCC auch festgehalten, dass eben Begrenzung auf 1,5 Grad schon den großen Teil von den Mesuren eigentlich oder von den technischen Mesuren, die müssen durchsehen, schon existieren, die müssen aber an der Mesure, also an der Amplitude stärker abgehen, an dass eine beispielsweise Umwandlung von Energie, vom Verkehrs, vom Gebäude, vom Städte, vom Land, auch von den Industriesystemen muss stattfinden. Und natürlich auch menschliches Verhalten muss sich ändern. Ich meine, Silorat an einem Beispiel, wo ihr gesagt, dass zum Beispiel der Flugverkehr ganz stark aufgegangen ist, da sind noch eine ganze Reihe von Reunionen kann virtuell stattfinden, auch von natürlich zum Beispiel heute ganz flott gewesen wäre, wenn man heute an einer physischen Setting hätte stattfinden lassen, kann in aber eine ganze Reihe Reunionen noch virtuell stattfinden und dadurch auch eine ganze Reihe von Deplacementen evitieren. Und das ist auch ein Beispiel von menschlichen Verhalten, wo eben den hier bewusst gesagt ging. Die Landoberfläche, wie gesagt, spielt auch da eine ganz wichtige Rolle. Ernährungsumstellung an für allem Verringerung von Nahrungsmittelverschwendung. Du hat den Stadttext gestern einen Rapport publiziert, für zu weisen, wie viel Nahrungsmittel noch zu Lützburg Wäschgeheit ging. Als Minister hat auch die sogenannte Anti-Gaspi-Aktion gestartet, wo auch an den nächsten Tag nach Metropie gewiesen ging, für eben die Verschwendung stattzufinden, zum Beispiel den alles was Nahrungsmittelproduktion angeht, sind ein Drittel von den Treibhausgasen im globalen Niveau, was natürlich schon einen großen Teil ist. Ein Drittel von dem ein Drittel als quasi ob Nahrungsmittelverschwendung auch noch ob die Gaspillage alimentär zurückzuführen. Das ist das wirklich ein Teil, wo ihr kennt auch ein großes Anspornspotenzial von Treibhausgasen hun. Natürlich der wir nicht vergessen, wenn noch so gesehen schon haut kann in den Impact vom Klimawandel an viele Bereichen feststellen. Das heißt, muss sich auch
op den Klimawandel oppassen an auch bei 1,5 Grad auch wenn man Pferdspringen auf 1,5 Grad zu limitieren, muss eng Oppassung und den Klimawandel natürlich stattfinden hat als natürlich auch nicht zu vergessen an der ganzen Diskussion. So dat war ein bisschen ein Überblick über das, was den bei Klimarot an seine letzten Rapporten, den 3 Spezialrapporten festgehalten wird, logisch gern rüberkommen, ob eben der Klimawandel halt zu Lützeburg, was sind Beobachtungen, die wir da haben, und auch ein bisschen auf Konsequenzen schwätzen zu können. Fenke nun bisschen wie globale Niveau mit den Temperaturen. Da ist es so, dass man halt zu Lützeburg eine Temperaturreihe haben, die auf 1838 zurückgeht, die aus am Anfang von Professoren Athenee abgeschrieben gehen. Das sind Dokumente, die man hautnah erhalten haben, was natürlich ganz gut ist. Seit 1907 als den Meteordings bei der AStA gegründet ging, also seitdem sind wir auch dabei, eben die Temperaturbeobachtungen zu machen. Da sieht halt die Grafik mit jährlichen Temperaturen, wo man natürlich ganz normal relativ kaum Schwankungen dran haben. Was aber am Klimawandel wichtig ist, das sind die sogenannten 30-jährigen Moyennen. Der sind der Hai 4 Stück angezeichnet, die sind alles 30 Jahre verreckelt. Wir haben natürlich eine Lücke dazwischen, das gesagt noch zwischen 1890 und 1907 sind leider keine Temperaturen abgezeichnet, die dafür fehlt, als doch ein 30-jähriges Moyenne. Wir haben aber gesagt, dass die 30-jährigen Moyennen regelmäßig an Blut gehen, also in einem oder anderen als immer mehr warm wie Diana, und wenn die aktuell lächt vergleiche das 1981 bis 2010 mit der erste, die von 1861 bis 1890, also kann ich so in der präindustrielle Niveau hält, dann haben wir eine Zunahme von 1,3 Grad, die auch statistisch signifikant ist. Wenn der erst die letzten Jahre noch anguckt, hat er so bis 2019 abgezeichnet. Da seht ihr, dass die letzten 10 Jahre quasi alle guten über der Moyenne von 1981 bis 2010 stattfanden. Da war 2010 effektiv war das wärmste Jahren seit den 2000er Jahren, dat hier halt Lützeburg abgezeichnet gehen, zumindest an der Stadt. Und da seht ihr wirklich, dass man die nächste Moyenne, die dann 1991 bis 2020 wird, sind natürlich klar über der von 1981 bis 2010 wird bleiben. Geschert gibt es so mindestens 0,2 Grad bis 0,3 Grad wird die mir hoch sind, weil das heute der Fall ist. Da sind wir schon über den 1,5 Grad. Lokal halt zu Lützeburg, wie gesagt, den Pariser Ziel von 1,5 Grad, das ist natürlich schon globales Niveau. Also natürlich nicht, dass man 1,5 Grad im globalen Niveau überschreitet. Wie gesagt, bei den Niederschlägen aus, bei den Niederschlägen haben wir eine Reihe, die bis 1854 zurückgeht, also eine ganz lange Reihe hier an der Stadt. Du gesagt allerdings auch, dass die Variabilität nach mehr groß ist wie bei den Temperaturen. Da sind Jahre dabei, wo wir an der Stadt eine Summe von 500 Liter auf den Meter Carré hatten. Wir hatten auch Jahre dabei, wo man über 1000 Liter auf den Meter Carré hat. Also das kann du Sample double gehen, wenn den verschiedenen Einzeljahren vergleicht. Das ist eine ganz große Variabilität dran. Aber man hat ja dieselbe 30-jährige Moyennen anzeichnen, wie viel drin, die sind das hier rot angezeichnet. Da gesagt, dass Tendenz bei den Jahresmoyennen nicht so klar ist. Du gesagt, du geht mal heinst du rauf, wenn du auch statistisch testen möchtest, das sind die Unterschiede statistisch nicht signifikant. Das heißt, die kann dann auch einfach durch Zufall entstehen, dadurch, dass ihn zum Beispiel die Moyenne geben, 1-2 Jahre verreckeln, kann ihn auch so einen Sprung dran kriegen, wie in der Teil gesagt. Das heißt, weder beim jährlichen Niederschlag noch bei den verschiedenen Niederschläge, was Saison nun geht, kann man im Moment statistisch signifikant Unterschiede feststellen.
Dat das aber loreng wat den Niederschlag ugeht. Ich meine, das Jahr soch mal ganz extrem Joer, wir hatten ganz dreschen Freijahr, wir hatten den Juni den bisschen Minaf, mit Donau war ganz dreschen Juli an August hat man krit. An dofir schwngen noch bëssen Bause spaéiere gesäit, dats dat den großen Impact op Natur huet an do gesäide noch fin allem Wiesen, die relativ ausgedrschen sinn. Dat hiech lo net, dats man so Perioden net an der Vergangenheet hatten, schmer do bëssen Statistiken nu geguckt, also auch an de Joren 1800 vun den Meint, wo effektiv et go net gereint huet, dat also neicht so exceptionelles an dem Sinn. Allerdings muss ich sagen, dass die Ausrichtung von der Bierdem dadurch bedingt, dass das Temperaturen angeht. Und final nur zum Beispiel am August ein ganz gutes Beispiel, war den zweitwärmsten August, den wir seit 1831 abgezeichnet tun, also wirklich einen extrem warmen August. Man denkt ganz lange Hitze, weil sie waren nicht gerade so intensiv wie die vom Jahr für die Runde, also wir haben keinen Temperaturrekord abgestellt. Sie war aber wirklich viel mehr lang zum Beispiel wie die vom letzten Jahr. Das bedingt eine ganz starke Verdunstung und dadurch dreschende Bierdem, vor allem die Landwirtschaft spielt auch viel mehr extrem aus. Und das ist wirklich das, was wir momentan beobachten, also die Dreschenden, die mich stark gehen, als erster bedingt dadurch, dass Temperaturen an Blut gehen, wie dadurch, dass Niederschläge wirklich signifikant zurückgehen. Wobei ich schon nicht viel ausschließen, dass wir mal nächstes Jahr die neue Statistiken machen, vor allem am Sommer doch zu einem statistisch signifikanten Unterschied kein kommen bei Niederschlägen, aber da muss man nach der Auswertungen fragen. Was ich aber will, kurz darauf hinweisen, als das Lützeburg von den Niederschlägen hier auch bei der Verdelung von den Niederschlägen ganz interessant ist. Da haben wir auch als ein Service Meteo, wir haben aktuell 32 Stationen, also das war auch von 1907 nun eng von nächsten Aufgaben, die wir kryptowirkliche Reso von also von Pluviometern abzubauen, an so Hautuma 32 Stationen rund um Land verteilt. Hier auf der Karte sind die Stationen, die kontinuierlich über die Periode 1981 bis 2010 gemoss hun. Und du gesagt, dass da wirklich große Unterschiede sind. Also wenn man zum Beispiel den Astor fuhren, da haben wir über 1000 Liter auf den Meter Carré an der Moyenne über die Jahr, werden wir zu Remisch nämlich 725 Liter haben. Also gesagt noch, dass wir einen ganz starken Gradient von Nordwest nach Südost am Land haben. Und gesagt noch wirklich die einzige klimatische Zonen, also der westliche Rand vom Land, wo Niederschlag meistens erracken und dann sich zu einem großen Teil aufrehnt. Deswegen kann doch klar heraus der Sand stehen, ein Plateau rund um Staat gesagt, den anderen natürlich den dreschendsten Teil von vom Land, das ist Musel, das sind immer die diamantsten Niederschlag aufkriegen. Also auch ganz interessant und dafür ist es eben wichtig, wenn man die statistische Auswertung anguckt, dass man sich immer verschiedene Stationen auch anguckt. Ein anderer Punkt, wo man allerdings auch eine Tendenz gesehen hat, das eben bei den starken Niederschlägen, das ist auch bei den Städten natürlich ein wichtiges Thema. Hier mal durchgestellt, Dünnzahl von die mehr wie 11,7 Liter auf den Meter Carré aufkriegt, also zum über 11,7 Liter Carré war. Das ist den 95. Perzentil von den Niederschlägen für die Periode 1981-2010 an der Stadt gewirrscht. Und du gesagt, auch eine ganz große Variabilität über die Jahre. Mais wenn man sich aber die sukzessiv 30-jährige Perioden anguckt, gesagt, dass die auch stetig herabgehen. Und wenn man sich Mittelwert 51, 80 anguckt, dann waren das 15 Tage. An 2010 waren wir bei 18 Tage. Und da auch der statistische Test ist signifikant. Das heißt, da kann man wirklich sagen, dass die Anzahl von Tagen mit starken Niederschlägen am Gern ist unzuhalten.
wat den Valeur, also den Absolutwert vun de Staaten der Schlei ugeet, du gesinn immer auch kein statistisch signifikant Differenz mit Dünzuel und Deech mat Staaten der Schlei halt definitiv haltbech so an dat da so Rappes um globale Niveau observiert also neich wat der Plötzburg beschränkt ist. Voilà, ich wollte noch kurz dabei heutige Resorgon ich mein, für gewiesen dass man die starken Niederschlagsgraviertheit zuletzt schon dafür haben wir auch einen relativ großen Reso von 32 Stationen die wirklich wieder auf der Quad gesieht die wird ganz Land verdeelt sind do muss man mindestens überall Lufttemperatur, Luft ficht an der Reen an dann jeno Situation von der Station haben wir doch andere Sensoren, zum Beispiel op Linkstationen muss man auch die Wand op Wandgeschwindigkeit in Richtung op enger Hecht von 10 Meter. Das ist auch nicht der Baustation möglich, weil einfach Situationen nicht gisi, weil do die Station schon muss ganz freistehen für eben die Wand können zu müssen. Wir sind, wie gesagt, in den Landwirtschaftsministerium angebunden, das heißt, wir haben auch einen ganz starken Fokus auf Landwirtschaft, wir haben auch eine ganze Reihe von Prognosemodellen, vor allem was Krankheiten und Schädlingen angeht, für die Landwirtschaft an dem Bereich auch zu helfen. Die Daten sind aber allgemein online verfügbar und wir sind natürlich auch am Gang die Stationen auch als Modelle auszubauen und weiterzuentwickeln. Wie gesagt, auf unserem Internetseite magrimeteo.lu da finden die Daten alle guten an quasi Echtzeit, man einem Delay von 15 Minuten. 10 Minuten werden sogar nach ein bisschen mehr schnell als Rohdaten. Wir plausibilisieren die Daten noch also immer auf den Wochendech gehen die eigentlich plausibilisiert, weil kann man sich immer wohl Daten noch mal kleine Federn erschleichen da probieren wir die rauszufiltern. Voilà, dat an dann hummer natürlich auch eng weder voraus so iwwer fir die einzelne Stationen spezifisch op Stationen zurück also ausgerechnet für die nächste 4 Dech an auch ein Bericht für die nächste 7 Dech den dabei im Internet fand. Was auch bei uns fand, war doch im Klimabereich ganz interessant ist, da das den sogenannten Atlas Hydroklimatologique, den wirklich alle guten Données von alle guten den Akteuren, die an dem Bereich am Bereich Meteo aktiv sind, halt zu Lützeburg noch an der Hydrologie aktiv sind, also auch die Administration de la Gestion de l'eau, der Luxembourg Institute of Science and Technology, der LIST, an natürlich die Administration Navigation aérienne, wo Meteorologs schon angesiedelt ist, wo man eben dann im dritten Atlas die Daten allgemein zusammenfügen an so dann wirklich einen Überblick kriegt über allgemeine Daten, die natürlich auch validiert sind. Für all Saison, für all meteorologische Saison bringen wir auch mal kurz ein Bild heraus, wo man dann die aufgelaufene Saison mit der langfristigen Moyenne vergleichen und natürlich auch ein bisschen den Impact von der Saison auf Landwirtschaft analysieren. Voilà, das wir ein bisschen einen Überblick gewirrscht, dann schmengen mal froh sind, dann können wir gerne ein Update zukommen. Ja, merci vielmals, Andrew. Vielleicht froh nicht, das Publikum gettet frohen, weil ihr, wenn ihr vielleicht den Mikro, weil ihr vielleicht mit als schwätzen wollt, könnt ihr den Mikro an den links anschalten. Ich gebe mal so erlauben, die echt froh einfach schon mal zur Stelle, bis die Anna kommen. Ich denke, froh können ihr auch weiterhin enden, über den Chat gestalten, wenn Louis sein Mikro nicht viel machen oder sich nicht verweisen. Vielleicht eine gerade Zusammenfassung, wenn ihr seht, die letzte steht sie ja kein größer Metropolen am internationalen Vergleich, war so ein bisschen die Auswirkung vom Klimawandel, ob spezifisch steht oder der städtische Raum zu Lützeburg aus spezifischen Ersicherungen oder sind das plus ou moins dieselbe Stoffförderungen, wie so am Ausland zu erwarten sind? Also ich meine, muss ich ein bisschen gucken, oder absolut recht, ich meine, wir haben nicht die großen Metropolen zu Lützeburg. Was starken Niederschläge angeht, da sehen wir schon klar eine Tendenz vom Klimawandel, und ich meine, an der Stadt, wo
doch eine gewisse Versicherung vorhanden ist, ist das natürlich ein Problem, wo ich noch muss an Zukunft gehen. Da gibt es auch vom Ministère de l'Environnement et du Climat et du Développement Durable die dann Anpassungsstrategie, die auch an ein Thema effektiv den der Thema ausschwätzt. Ich meine noch an den Städtebau ist da der Message, den ganz viel kommen an wo an bisschen mehr geguckt wird, für eben sich auf so Evenementen besser viel zu bereden. Was Temperaturen nu geht, du hast so, ich meine, du haben ja auch zum Beispiel verschiedene Stationen, wo in den Wärmeeffekt von der Stadt Lützeburg zumindest kennt analysieren, weil eine Station heißt an der Stadt Lützeburg, die auf der Grafik gesehen am Anfang stunds beim Atene, aktuell steht sie zu Merel, sie hat aber sie hat ein bisschen geplündert, wie sie war aber immer an den städtischen System daran. Auf der anderen Seite haben wir noch Stationen, die wirklich weit außerhalb von der Stadt stungen, auch schon über ganz lange Perioden. Könnte man da zum Beispiel direkt an der Kap, das war das zweite Station heißt im Land, die Temperaturen, die bis auf 1900 zurückgehen. An der Station, die stung zwar am Dorf, aber den Effekt, der war da mal groß sind, und das wir vielleicht schöne nicht mehr 100 nicht gemacht, weil er direkt als Fokus ist, wir vielleicht wieder dabei eine Analyse wo man kennt machen so verschiedene Stationen, was man nicht vergleichen, wie stark den Effekt zu Lützeburg ist. Aber vielleicht noch als Follow-up, also das heißt, den Effekt, den von der steht aus, den die Heat Island oder die Hitzeinseln, aus der Apps bei dir an ihrer Modelle auch schon könnt weise, wie das sich an Zukunft ausfährt, und dann steht sind natürlich auch die Nursten, wo nicht denn so viel Grad geht und so weiter, geht das schon konkret Donne, dass sind quasi wie so, weil den sich muss erstellen. Ja, also für dich muss ich so die global, also muss ich immer bei den Klima, bei der Meteo, bei der Klimaprojektion, muss ich immer von oben auf dich die globalen Modelle rechnen, weil ich einfach einen Kader brauche, an dem ich kann schaffen. Du kann ich so Effekte, was spezifisch obsteht, das definitiv nicht feststellen, weil du einfach Doppellesung zu gering ist. Da sind wir also bei dem Klimabereich sind wir da momentan bei den besten Modellen auf eine Ablesung von vielleicht 20 Kilometer. Das sind wirklich die besten, die meisten nächsten auf 50 Kilometer abgelesen. Das heißt, da sind Städte noch nicht repräsentiert. Allerdings gibt es auch sogenannte Regionalmodelle, die eben just Teil vom Globus durchstellen, aber dann die Informationen von den globalen Modellen um Rand kriegen. Die sind natürlich mehr häufig abgelesen. Da gibt es sogar Klimamodelle, die heutzutage bis auf 1 Kilometer abgelesen sind. Also die Großmetropolen sind da schon definitiv repräsentiert. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu. Lützeburg ist vielleicht 1 Kilometer ein bisschen klein für die Stadt. Da gibt es auch Möglichkeit, aufgrund von den Beobachtungen, die wir haben, zu gucken, wie weit welche Modell an der Vergangenheit von der aktuellen Beobachtung auf. Zum Beispiel was tropische Nächte umgehen, wenn die zum Beispiel da nicht am Modell korrekt durchgestaltet, weil eben den Effekt von der Stadt eventuell ein bisschen erschert geht. Das Modell kann in der statistisch anpassen an. Da kann ich ja noch davon ausgehen, dass wenn sich Stadtbild nicht gewähren, natürlich muss ich nicht mehr die Hypothese machen, weil sonst kann ich ja nicht schaffen, dass sich dann in Zukunft die Aufwäschung ungefähr gleich beibehalten, da kann ich doch in Zukunft beirechnen. Also da gebe ich echt so einen Aussatz machen, wie das in der so mal mit Brute Force am Modell gefreshnen. Okay, merci vielmals. Es gibt noch eine Frage von einer Person, die an diesem Kolloque teilholt, und zwar peut-on connaître l'évolution de l'intensité de l'ensoleillement au Luxembourg? Das heißt, gibt es im Endeffekt Informationen darüber, wie sich die Einstrahlung in Luxemburg entwickelt? Ja, da gibt die Informationen, die geht auch bei auf den Stationen gemoos.
Allerdings ist es so, dass wir angefangen haben, am Jahr 2000 komplett auf automatische Stationen rüber zu gehen. Also für drin hatten wir wirklich Beobachter, die Donnerien so per Hand abgeschrieben und auch per Hand also gemessen. Natürlich, die hatten wieder Station am Gradstone, das waren ganz oft Bauern bei uns, die wieder Station am Gradstone haben und dann eben die Donnerien tagtäglich abgeschrieben haben. Das bis 2015 als die letzte Beobachter und Regime an Pension geschickt gehen. Wie gesagt, ab dem Jahr 2000 haben wir wirklich schon gefangen, mit automatischen Stationen zu rechnen. Für die war es so, dass es ein Instrument ging, was eben Sonnenscheindauer gemoos wird, wo den Beobachter das kann auflesen. How-to-more ein Instrument, was das aber komplett automatisch muss. Die sind allerdings nicht 100% mal nicht vergleichbar. Da muss man nach ein bisschen Etüde machen, man die Donnerien über Langzeit können wirklich auswerten. Das ist selbst, was wir momentan am Laufen haben. Ich hoffe, dass wir das, wenn wir die nächste Normalperiode nächstes Jahr werden rauskommen, dann auch dran haben. Dafür, also Donnerien Brütlein a priori 4 sind aber ein bisschen vorsichtig für die erste Werte, weil es auch kann verschiedene so mal artifiziell Tendenzen da sind, die auf dich muss herausfolgen. Wir hoffen aber, dass man nächstes Jahr die Donnerketten für Leine haben. Es gibt noch eine weitere Frage von einem der Teilnehmer. Und zwar bei Sommerdürre, so wie in den letzten Jahren, könnten die Ernteerträge viel schneller im roten Bereich geraten. Oder ist damit schon gerechnet? Vielleicht könnte man das auch kombinieren mit dem Ziel, dass es Luxemburg gibt, eine höhere Lebensmittelautarkie zu generieren, weil das ja im Endeffekt ein bisschen kontraproduktiv ist. Ja, also ich meine, das natürlich hier am Haus bei ein Großthema. Ich meine, das ist ja relativ stark gespürt, dass man wirklich Ernteerträge, die so bald 40% hinter den Erwartungen zurückwär. Das aber auch so, dass das ein Thema ist, wo man dem schon noch wie lange beschäftigen. Du gehört doch, ich habe wieder nur geschwärzt, Adaptationsstrategie von der Regierung, die an dem Ministère de l'Environnement et du Climat et Développement Durable koordiniert geht. Und da also klar dann festgehalten, dass Landwirtschaft auch von den Sektoren aus den am stärksten betroffen ist, notamment eben wenn es den Dürren, die wir auch schon erwartet tun. Das da hat also die Administration des Services Technique de l'Agriculture, wo als ein Service auch dran ist, möchte auch zusammen mit dem Lycée Agricole Versuchsfelder, wo eben verschiedene Arten an Zuchten ausprobiert wird, also Zuchten an einer ersten Person an Woche neue Arten ausprobiert wird. An der Vergangenheit war es so, dass die hauptsächlich Rendement fokussiert waren. Mais seit ein paar Jahren guckt man auch viel mehr auf Stressresistenz, also auf Wasserstressresistenz. Und da ist effektiv so, dass die Wasserstressresistenz so mehr an den Fokus gerät. Das ist immer so, dass man dann den Bauern eine Rekommendation geben, welche Zuchten sie sollten nächstes Jahr benutzen. Und wie gesagt, du hast dann der Wasserstress auch effektiv etwas, wo wir uns angucken. Wir sind aber auch am Ganzen gucken, eben für neue Arten, zum Beispiel Hirse oder Soja halt Lützeburg, ob da eine Alternative ist, zum Beispiel zu Mais, ob da eine Möglichkeit ist, für eben genug Futter für Besten über die Wand zu kreieren, eine Alternative ist, die du kannst. Also, da sind aktuell Forschungsprojekte bei uns im Haus hier am Gerne. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Gibt es denn seitens des Publikums weitere Fragen oder Beiträge? Sie können, wenn Sie sich mündlich melden möchten, können Sie das Mikrofon unten links anschalten. Hallo, ja, die mich. Ja, Claude Wagner vom Ministère du Logement. Für eine paar Wochen war am Guardian ein Artikel über Arnhem an Holland, die Straßen, wo sie Zählungen gemacht und die nicht intensiv gebracht sind, diese kategorisch zurückbauen, auch als klimatische Gründe, wenn es Abheizung vom Siedlungsraum und so weiter.
Also die hun da schon op Basis von Zählungen gemacht und sich selber Kriterien gehen gesagt wird, das ein nicht befuhrbar Stroß wie als Gefühl von der Leute also ob den auch können oder muss mir wirklich alles immer wirklich Punktlandungen was Werte betrifft können argumentieren also relativ pragmatisch Approche nach dem Titel Climate Change Adaptation, wo sie das machen. Und, sie spüren eben auch, wie mir auch, dass sich Sachen eben ändern, dass sie just die Werden nicht nach lang auf weiter Zuhörereien ihr so aktiv gehen. Ja, ich will so nicht, ob ich zu dem Punkt zu kommentieren. Also das, ich hatte den Artikel persönlich nicht gesehen, schenkt mir aber ganz persönlich schenkt mir ein interessanter Approach zu sehen. Ich kann da nicht mehr auf die Adaptationsstrategie verweisen, vielleicht kann da ein hier Environnement nachfragen, was da genau dran steht. Ich muss aber ganz ehrlich so einen Überblick bei der Adaptationsstrategie für den Landwirtschaftsteil dran steht, weil ich da für den hier im Haus responsabel sind, mehr für den konkreten Teil da über die Städteplanung an Straßenbau, da habe ich da nicht direkt einen Überblick. Vielleicht kann da ein hier beim Environnement nachfragen. Wie gesagt, das ist eine Adaptationsstrategie, die über die Jahre 2013 bis 2015 bis 2023 schläft sie. Das ist die aktiv momentan an. Da sollen auch die einzelnen Ministerien am Fonds die Mesuren, die dran sind, am Gerne sind, umzusetzen. Vielleicht die kleine Klammer, um sozusagen das Wissen von Andrew aus der Sicht der Landwirtschaft zu ergänzen, haben wir ja dieses Jahr auch das Thema der SIPU auf Klimawandelanpassung fokussiert. Das heißt, wir werden auch am Ende des Jahres noch eine Veranstaltungsreihe organisieren, sei es online oder eben durch Präsenz, wo wir uns genau mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, was für Möglichkeiten gibt es, was für Maßnahmen gibt es, welche Potenziale geben diese Instrumente in Luxemburg her, um den Klimawandel, um die Klimawandelanpassung weiter in Luxemburg auszubauen. Also das Ende des IQPU-Jahres wird noch ein bisschen gespannt. Ja. Gibt es denn weitere Fragen noch aus dem Publikum? Ich schätze es eigentlich froh, und zwar für die Stadt ganz vielleicht ein bisschen mehr konkret vorzustellen, noch eine Richtung von vielleicht, wen sich randenken kann, ein bisschen mehr atmosphärisch, ein bisschen mehr flach gefroht. Doch mit welcher Region kann in der Lützeburg 2050 oder nur vergleichen vom aktuellen Klima her, also die Region Haut, dann die Region, die man in Zukunft werden sehen, muss man da Städte bauen, wie an Südfrankreich oder wie an Marokko. Wie sollen sich das vorstellen von der Atmosphäre? Das hängt natürlich ganz davon auf, wie globalen Niveau die Emissionen werden evaluieren. So, wenn wir auf 1,5 Grad limitieren, wenn wir den Preisakkord wirklich alle Lettre erfüllen, dann ist es klar, so wie gesagt, dann Klimawandel findet statt, werden auch weiterhin stattfinden, Temperaturen werden weiterhin an Blut gehen, also das ist ganz sicher. Aber da schon am Bereich von Südfrankreich sind, gebe ich euch da nicht so, wir können ein bisschen mehr nördlich. Mehr, wenn man aber 2 Grad oder eventuell sogar auf der Trajektoire, wo wir aktuell sind, 3 Grad Giffen erreichen Ende des Jahres, da sind wir definitiv am Bereich von Südfrankreich, ist der Mittelmeerraum. Also da das dann wirklich das Klima, das meist muss nachstellen. Das heißt, das hängt wirklich alles von der Ambition auf, die eben auf globalen Niveau stattfindet, für die Treibhausgasemissionen hochzusetzen. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar, was wären an näheren der welche Strategien, die stiert kurzer mittelfristig könnten umsetzen, für sich zu passen? Ja, da ist auch
muss ihn bis gucken, ich meine, das muss das immer von all steht auf. Bei ein Punkt, den immer ein wichtiges Problem ist, dann natürlich Versiegelung, wenn natürlich viele Flaschen versiegelt sind, hängt das natürlich so Wahlen zu einem starken Ereignis könnte, hat das natürlich Probleme, das heißt, Wasser kann ganz schwer fort. Das eng eng einer Sache ist natürlich du hast zum Beispiel schon als Lützburg Schritt geschieht, wo man auch ein bisschen aus der Vergangenheit gelehrt tun, dass zum Beispiel eine Aktie zum Trinkwasser die gesinn das effektiv an die letzten Jahren, wo man auch aber trotzdem Hitzewellen hatten, den Impact vielleicht nicht gerade so groß war wie an denen Jahren für Drohnen, weil zum Beispiel doch auf der Voie-Publique Möglichkeit hat, sich einfach Trinkwasser sicher zu gehen, war ein relativ einfach Saras für umzusetzen, muss ich nicht viel meistens muss ich nicht viel Infrastruktur dafür bauen, war da aber ein ganz gut Methode Kasin schmengen dat war wann ich mich richtig erinnern das net gesehen das kann einfach mal am Fetze summen sagen, dass es relativ wenig dabei wird relativ wenig in der Stadt zum Jahr für run du hattet auch zum Deal so Stern abgebaut, wo dann einfach bis Wasser an Luft geblose wird, wo sich zumindest kurzfristig aufkillen kann. Das ist natürlich auch eine Mesure, wo eine Möglichkeit ist, wo die Leute dann, wann sie dabei da sind, bei so extrem Hitzewellen sich aufkillen können. Mir langfristig geguckt ist natürlich immer auch Vegetation ganz wichtig. Vegetation ist auch wichtig an zwei Sinne. Erstens Spenze schiert. Sie gibt Möglichkeit, dass eben verschiedene also urbanen Reihen, die draußen sind, sich nicht so stark abhitzen. Und zusätzlich also den Kohlespeicher, das sie drohen auch zur Mitigation vom Klimawandel bei. Natürlich, wenn man über Mitigation nachdenken, sind natürlich die Städte schreiben auch ganz interessant. Ich meine, DSG ganz viel Möglichkeiten für Photovoltaik zu installieren, was natürlich auch kann zur Minderung vom Klimawandel beitragen. Und ja, merci auch für den Link auf The Guardian, den ich schon gerade gesehen habe. So, vielen Dank. Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum? Ja, moin, Guten. Ich hatte noch eine Frage, und zwar den op der Kach gesehen hat am Niederschlag den am Anfang relativ gut gesehen, weil regional Unterschiede eben gibt an ich mich gefragt, ob das regional Unterschiede auch an der nationalen Anpassungsstrategie zu erkennen sind und ob es da eben unterschiedliche Maßnahmen sind, die dann viel gesehen sind. Passungsstrategie da sich dann die Ministere gefrot für konkret mesuren zu passen Strategie von just Leitfaden welche Richtung soll gehen für die konkret mesuren auszuschaffen da sind die Ministeren zuständig ich meine, da leidet dann am Bereich von all Minister für do konkret mesuren zu treffen. Also bei Eisen am Ministerium ist auf jeden Fall so, dass wir das definitiv betrucht holen. Ein Beispiel, das ist vielleicht auch nicht der langfristige Weg, den eventuellen für uns zu passen, aber zum Beispiel auch am Griechenland also ein Problem, dass die Bauern, also das Bauern, wann im Griechenland nicht das Futter müssen dazu kaufen an eine Mesure, die mehr auch unterstützen, dass sie eben eine Griechenland Versicherung aufschließen. An die basiert zum Beispiel auf den Daten von einer Meteostation. Das heißt, die basiert auch auf den Karten da. Das heißt, der Bauer, den zum Beispiel an der Musegegend ist, an der dynamische Quantität aufkriegt, wie ein Bauer, den am Eisleck wir du gift dann eventuell d'Assurance bei dem an der Musel nach net ersprungen während bei dem vom Eisleck schon erspringt. Also dat sind die verschiedenen mesuren du gött dabei schon geguckt an den verschiedenen mesuren ja. Danke. Gibt es da noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Okay, wenn nicht, dann würden wir jetzt zum, ja bitte Sharon Marie, bitte zum Abschluss der Veranstaltung kommen und dafür würde ich mich erstmal bei dir, Andrew, recht herzlich bedanken für deine Zeit und für, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Und ich würde dann das Wort nochmal an Lex weitergeben, der kurz den Abschluss des ersten CIPO-Colloq-Termins übernimmt. Voilà, vielmals merci auch von meiner Seite und den Herr Fron und den Sebastian. Voilà, ich wollte zum Schluss noch just kurz auf die nächste Datumen hinweisen. Das wäre also den 6. Oktober zum Thema von Wasser am Kader von der Klimawandelupassung von der Stadt. Dann den 20. Oktober zum Thema von den Hitzeinseln und dann voraussichtlich den 17. November zu der klimafreundlichen Entwicklung von Stadtkartien. Die Kolloquien sind immer nicht über Zoom, immer in diesem 4 Uhr. Und wie gesagt, ihr werdet auf demselben Weg darüber informiert, wie wieder als Haut von tut. Mir, wenn da sicher wollt informiert gehen, da schickt also kurz eine Mail auf info@cipo.lu. Da steht auch links innen. Und dann werden wir an also Verdeler abholen, an der Krida Bescheid gesagt. Es fällt an dieser Platz auch noch ein bei den Internet-City, wo dir auch noch alle Publikationen von den letzten Jahren fand, wo natürlich zum Teil auch immer schon ein ähnliche Themen gehen. Und auch die Projektdatenbank von denen gute Beispiele erwartet zusätzlich im Bereich von der Stadtentwicklung gibt. Voilà, Disponibilität, den Patrick Busch fragt nach, ob PowerPoint auch disponibel ist. Ja, die können wir gerne verdelen, das ist gut, kein Problem. Okay, wir setzen die dann auf den Internetseite von der CIPO und werden die dann noch bei der Invitation für die nächste Seance dann nachher darüber verweisen. Ich würde vielleicht ganz noch kurz eine Klammer machen. Es gibt noch eine thematische Frage, die nachgeschoben werden kann. Könnten wir das noch kurz einrichten? Absolut, ja. Okay, gut. Und die Frage ist, ob die Auswertung des Ministers über die Klimadaten auch runtergeladen werden oder ob das nur einzelne Wetterdaten sind. Wird es in absehbarer Zeit nochmal eine Aktualisierung der Klimafunktionskarten, wie sie vor 2004 gegeben haben, vorgelegt? Also bei Eisers lo 4 gesehen, wie ich früher gesagt tun, weil lo die neue 30-jährige Periode in 2020 arriva ist, effektiv die Statistiken hier komplett, also Klimastatistiken komplett durchzurechnen, dann auch neue Karten hier zu stellen, und dann effektiv auch Daten, wie gesagt, auch da bei den Sonnenscheindauerdaten zu gucken, dass man da effektiv auch langfristig die Daten können so opereren, dass sie auch kann für Analysen benutzen, anders dann keine Artefakte von den Observateuren mit dran sind. Also das ist einfach etwas, was wir für nächstes Jahr gesagt tun. Wie gesagt, natürlich einfach mit der Weltmeteororganisation zu dienen, die so ein Update alle 10 Jahre fragt. Und die Daten, können die runtergeladen werden? In welchem Format? Als Datei oder? Ja, also alle Daten sind publik. Agrimeteo.lu von den Daten bis so seit Station automatisch, also die Stationen bis 2000 zurück. Wann der Daten von hat, die haben wir momentan noch nicht Sitz stehen, die kann dann mir aber gerne eine E-Mail schreiben, dann stellen wir die auch ganz gerne zur Verfügung. Das ist absolut kein Problem. Du hast auch geplant, dass die sollten eigentlich online gestaltet gehen mit so einem Projekt in Kurs. Okay. Merci für den Link. Danke für die Antwort auch. Okay, dann würde ich mich auch noch mal kurz bedanken und dann auch für die Zuhörer und danken für die zahlreiche Präsenz und dann mit diesen Worten auch den ersten Termin für das CIPO-Colloq heute schließen. Dann vielen Dank und bis demnächst. Merci, danke, Adi. Adi.